Wir schwätzen hockt ob Initiativ von der Regierung über die vermeintlich Ungleichheit von Männern und Frauen zu Lützeburg. Merci für diesen Debat. Bei dem Sujet können die viele Aspekte berühren, zum Beispiel die aktuelle Debatte um biologische Männer, die auf freie Kompetitionen am Sport wollen teilnehmen, oder die Situation von den Jungen an Lyceen, wo wir mehr das Prämie packen wie Jungen. Ich will mich auch auf die Arbeitswelt fokussieren. Wie ihr nach dem 7. März an der Presse nur lesen könnt, als der sogenannte Pay-Gap zwischen Männern und Frauen hier im Land nicht nur quasi in Existenz, wie in 2021 die neuesten Zahlen von der Stadtdeckung sogar zugunsten von den Frauen ausgefallen. Der durchschnittliche Stundenlohn von den Frauen, so die Stadtdeck war an der Wirtschaft am Jahr 2021 effektiv 0,2% mehr wie die von den Männern. Der Stadtdeck weist darauf hin, dass Lützeburg bis so den einzigen EU-Memberstaat ist, wo die Lohngleichheit quasi erreicht ist. Der EU-Unterschied liegt bei 12,7%, und Deutschland liegt der Pay-Gap sogar bei 17,6%. Darüber hinaus weist der Stadtdeck darauf hin, dass sich diesen Trend Lützeburg an den nächsten Jahren zugunsten von den Frauen noch fortsetzen wird. Für 2022 wird der Pay-Gap auf 0,4% geschätzt. Es kann nicht argumentieren, dass Männer und Männer vom Mond aber am Schnitt ein bisschen mehr verdienen als wir Frauen. Aber hier steht Lützeburg mit einem Unterschied von just 0,7% zwischen den Ländern europaweit an erster Position. Diese ganze minimalen Pay-Gap zwischen den Ländern ist dadurch begründet, dass Männer am Durchschnitt oder am Schnitt mehr Stunden schaffen wie Frauen. Viele Männer geben vielleicht gerne noch Männerstunden schaffen. Wir sind mal ehrlich, es gibt an unserer Gesellschaft einen als Mann, man hat schief angeguckt, wenn er nicht Vollzeit schafft. Während bei Frauen Teilzeit viel echter akzeptiert ist, da muss man daran schaffen. Für 20 und 30 Jahre wird das noch viel schlimmer, das schon wesentlich besser gehen. Ich meine, wir müssen daran schaffen. Der Stundenlohn ist dafür eine bessere Ausgangsbasis für eine Statistik über den Lohn aufzustellen, wie Pi und Mann vermut. Auch was Bonien angeht, die gehen nicht geschlechtsspezifisch ausbezahlt, wir sie hängen von den Sektoren ab, an der Entreprise ab, wo ihr schafft. Mit einer geschlechtsspezifischer Diskriminierung hat das am Anfang nichts zu tun. Unabhängig von dieser rezenten Entwicklung bei den Paien will ich auf dieser Platz noch daran erinnern, dass mehr als RDR ging eine Stigmatisierung von Patrons sind. Es fingen Gründe auch immer, die wollen entweder mehr Frauen oder mehr Männer ausstellen oder umgedreht. Der Patron hat Freiheit für zu engagieren, wie er hier will. Freiheit darf nicht ins Quote gehen und nicht an der Berufswelt. Dass zurzeit 271.000 Männer letztes Jahr Arbeitsmarkt beschäftigt sind, im Vergleich zu 195.000 Frauen, als kein Zeichen von Diskrimination von Frauen, mir leid daran, dass viele, nicht alle, viele Frauen freiwillig dezidieren, für sich um den Staat an ihre Kinder zu kümmern oder aber aus Respekt zur Familie auf eine Karriere zurückgreifen oder wählen. Muss ich noch wissen, dass viele Frontaliers bei uns schaffen, an ihr Frauen, an ihrem Land schaffen. Auch darüber sieht die Statistik nicht aus, auch das soll ihn mit berücksichtigen, wenn er so Zahlen bringt. Dass Männer, Frauen wie Männer an der Chefetage zu fallen sind, hat gerade so wenig mit unserer Meinung mit Diskrimination zu tun, wie mit individuellen Präferenzen zu erklären. Wir als RDR unterstreichen an dem Kontext, dass eine vollständig Gleichheit zwischen den Geschlechtern und den Entscheidungsgremien von Betrieben, ob es so wünschenswert wäre oder nicht, auf keinen Fall durch Quoten oder Gesetze soll erzwungen gehen. Weil das wäre gegen den Geist von der freien Wirtschaft, gegen die Autonomie von der Patron. Das ist tatsächlich, wenn der Staat sich will, eine Amischen und Haushaltsführung von den Koppeln, das geht am Anfang der Staat nicht tun. Es gibt zuletzt viel kleine und mittelständische Betriebe,
wo ich seine Egalität einfach nicht möglich ist. Wir denken, dass es normal soll sein, dass ein Allbetrieb die Kompetenz nicht so haben, unabhängig von ihrem Geschlecht. Wir sind sowieso als Lützeburg eine Sache Gleichstellung von Mann und Frau mehr weit wie an den meisten Ländern auf der Welt. Von Ungerechtigkeiten gegenüber unseren Frauen und unseren Betrieben kann ich vielleicht auf ganz wenig rare Ausnahmen zurückkommen oder schwätzen. Dateien zu leck die ewig Posten kriegen, die sie vielleicht nicht verdient hätten, das ja die Mittags. Wie das gilt auch für Frauen wie für Männer. Dass Frauen aufgrund von ihrem Geschlecht mehr systematisch benötigt werden wie Männer, kann in unserer Meinung nur so nicht mehr behaupten, also heute Zeit. Und wenn in der Vergangenheit zurückkommt, war das ernst, das ist korrekt. Individuelle Unterschiede und Präferenzen erklären unterschiedliche Decisionen und Karriere. Es wird argumentiert, dass es die Frau schwer gemerkt hat, gegen sich klassische Männerberufe zu behaupten. Mit gleichem Recht können die nur so, es gibt die Männer schwer gemerkt, sich auch als klassische Frauenberufe zu behaupten, dass es für Frauen an ihrem Beruf eine Umstand mit schwierig kann sein, eine Fähigkeitsposition daran, dass sie Einzelmänner oder Frauen andere Präferenzen und Prioritäten haben, zum Beispiel von der Organisation für Karriere und Familie. Das ist aber absolut legitim. Herr Engländer, erlaubt eine Zwischenfrage von der Madame Thiel? Ja, Moment, hat Herr noch, ja. Dass viele Frauen sich für die Familie und für ihre Kinder entscheiden, führt eben zu einem anderen Lebenslauf. Mehr das freie Entscheidung von diesen Frauen, die immer zu respektieren. Was das Problem bleibt, und mehr als ADR seit Jahrzehnten Lösungsvorschläge in dem Kontext proposiert, als Kannerbetreuung. Leider ist es bei uns im Land immer so, dass beide Partner müssen schaffen gehen, für die Lebenskosten zu decken. Die finanzielle Lage zwingt die Einzelkoppeln dazu, für Schaffen zu gehen, an ihre Kanner und Kirchen innerzubringen. Viele Koppeln gingen sie aber in einer Lesung wünschen. Viele Kanner wären besser an ihrer Familie, wenn eine Struktur innebracht. Als Propos, wie ihr wisst, als die Abwehrung vom RDR ältere Geld. Auch die Möglichkeit, am Homeoffice zu schaffen, müsste weiter gefördert gehen, weil das viele Frauen oder Männer erlauben, zu schaffen und sich gleichzeitig um ihre Kinder zu kümmern. Herr Präsident, staatlich Vorgabe, wie ein Fragecode an den Entscheidungsetagen für Betriebe lehnen mich auf. Nach ein Wort zum Schluss, Herr Präsident, über die geplanten Observatoire de Legalité, dass der als am Prinzip gegen so eine Struktur, die an unseren Augen entspringt, aber wir auch nicht schon über einer Wehr alles das wissen, was da soll rauskommen. Aber was sie da schon geschaffen hat, soll sie auf winzig iedereen darauf vertreten sind, speziell Volkswief der Nation beklohen sich, dass sie da nicht dran sind. Und wir gehen in den Recht, in dem Sinne, da will ich eine Motion deponieren, wo wir das da freuen.